Die Rakete startet auf Schweizerdeutsch. In diesem siebenteiligen Webinar lernst du alles, was du brauchst, um mit Schweizerdeutsch lernen zu starten. Herzlich willkommen zu diesem 6. Teil der Webinarserie und ich habe mich riesig auf diesen Teil gefreut, denn heute zeige ich dir Grundwortschatz, Redemittel, alles, was du brauchst, um dich bei einem kurzen Aufenthalt in der Schweiz verständigen zu können. Ich bin Naira, ich bin Schweizerdeutschlehrerin. Du findest mich auf Instagram unter Schweizerdeutsch mit Naira. Ich habe einen Online-Kurs für dich kreiert, sodass du Schweizerdeutsch für deinen Alltag lernen kannst. Den Online-Kurs und das Arbeitsbuch findest du in der Videobeschreibung. Um den Einstieg ins Schweizerdeutschlernen zu erleichtern, habe ich dieses siebenteilige Webinar gestaltet und wir haben schon über die sprachliche Situation in der Schweiz, über Strategien beim Schweizerdeutschlernen, über die Aussprache, einfache Transformationsregeln, die Höflichkeitsformen gesprochen und heute geht es um diesen Grundwortschatz. Sätze, die du brauchst, wenn du in der Schweiz bist. Lass uns nicht weiter reden, ich freue mich sehr darauf und lass uns starten. Starten wir mit Begrüßungen auf Schweizerdeutsch. Wenn du eine Person begrüßt, die du gut kennst oder die ungefähr in deinem Alter ist, dann sagst du Hoi oder auch Ciao. Wenn du eine Person triffst, die älter ist als du oder die einen höheren Rang hat, die du nicht kennst, also mit der du eine formelle Beziehung hast, dann sagst du Grüßach oder Grüezi. Siehst du eine ganze Gruppe an Freunden, dann sagst du Hoi zusammen oder Hallo zusammen. Hier kommt es wie bei allen Themen natürlich ganz stark auf den Dialekt darauf an. Wie ich dir schon erklärt habe, A spricht man eher in der Richtung Bern, Hallo zusammen wäre, was ich sagen würde, und Hallo zusammen, eher ein E ausgesprochen, ist eher in Basel, Zürich und Co. geläufig. Wenn du mehrere Leute begrüßen möchtest, mit denen du eine formelle Beziehung hast, dann sagst du Grüß euch miteinander oder Grüezi wohl. Am Morgen kannst du Leute auch begrüßen mit Guten Morgen. Am Abend mit Guten Abend. Vielleicht hast du gemerkt, wie ich beim Sprechen das E und das A, also Guten Abend, mit einem N verbunden habe. Über diese Vokalverbindung, die sehr typisch ist in der Schweiz, habe ich im Kapitel Aussprache gesprochen. Guten Abend. Jetzt zu den Verabschiedungen. Tschüss ist eine einfache und informelle Verabschiedung, die du immer verwenden kannst, wenn du dich von einem Freund verabschiedest. Auf Wiederschauen wäre dann die formelle Variante dazu. Wiederschauen bedeutet übrigens wiedersehen. Schauen ist sehen. Tschüss zusammen kannst du als informelle Verabschiedung für mehrere Personen gleichzeitig brauchen. Und auf Wiederhören, ganz ähnlich wie auf Wiederschauen, nur am Telefon. Am Telefon hörst du ganz oft auf Wiederhören. Also man hofft, sich einmal wieder zu hören. Wenn die Person
gleich schlafen geht, von der du dich verabschiedest, kannst du natürlich auch Gut Nacht sagen. Weiter geht's mit dem Thema sich bedanken. Auf Schweizerdeutsch kannst du dich bedanken mit Merci vielmal. Merci kommt natürlich aus dem Französischen. Du weißt mittlerweile, dass wir viel Einfluss aus der französischsprachigen Schweiz haben. Wir sprechen es aber nicht schön französisch aus, sondern eher mit einem S statt einem C. Merci anstelle von merci. Merci. Natürlich kannst du aber auch sagen Danke vielmal. Danke kommt dann eher aus dem Hochdeutschen, aber wir sagen das am Schluss ein bisschen wie ein Ä. Herzlicher Dank ist dann die Steigerung davon. Oder auch, das ist freundlich, danke. Weiter geht's mit Grundwortschatz und Redemitteln, die du an der Kasse verwenden kannst. Also stellen wir uns vor, du stehst an der Supermarktkasse. Was könntest du hören? Die Verkäuferin oder der Verkäufer könnte dich fragen, hättet Sie gern ein Säckli? Oder hättet ihr gern ein Säckli? Damit möchte sie von dir wissen, ob du eine Tüte für deine Einkäufe brauchst und möchtest. Du kannst dann antworten mit Ja gern, wenn du eine brauchst, oder Nee danke, wenn du auch ohne zurechtkommst. Wenn die Verkäuferin den Preis nennt, sagt sie so etwas wie Das macht de Franken und Rappen. Sieht so gut. Sieht so gut heißt, wenn sie so gut wären oder wenn sie so gut sind, ist also eine Form der Höflichkeit, um nach dem Geld zu fragen. Wenn du dann mit Karte bezahlen möchtest, kannst du sagen, mit Karte bitte. Oder wenn du das Geld bar hast, kannst du es hinlegen und sagen, hier bitte. Oft ist es dann so, dass du noch Rückgeld bekommst, natürlich nur wenn du bar bezahlst. Dann sagt die Verkäuferin, Franken, Rappen, zurück. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ich wünsche noch einen schönen Tag, also ich wünsche noch einen schönen Tag, ist eine beliebte Floskel, um den Kunden zu verabschieden. Du kannst dann antworten mit Merci Ihnen auch oder Merci euch auch. Wenn du nochmal wissen möchtest, wieso es verschiedene Höflichkeitsformen in der Schweiz gibt und welche du verwenden solltest, dann schau dir unbedingt den letzten Teil meiner Videoreihe an. Weiter geht's mit der Uhrzeit. Wie kannst du nach der Uhrzeit fragen? Das bist du, Tourist hier in der Schweiz und du hast leider keine Uhr dabei. Dann kannst du fragen, Excusez, was ist für Zeit? Excusez, was ist für Zeit? Du merkst, wortwörtlich übersetzt heißt das, was ist für Zeit? Eine Satzstruktur, die es im Hochdeutschen nicht gibt. Im Hochdeutschen kannst du fragen, welche Uhrzeit haben wir oder wie spät ist es? Auf Schweizerdeutsch fragst du, was ist für Zeit? Du kannst auch fragen, darf ich fragen, was für Zeit ist? Wenn du den Satz noch ein bisschen höflicher gestalten möchtest. Die Person, die du gefragt hast, wird hoffentlich eine Uhr dabei haben, auf die Uhr gucken und antworten mit Es ist. Jetzt schauen wir uns die Zeit auf Schweizerdeutsch mal genau an.
Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11 und 12. Für 12 sagt man auch hier oft Mittag oder Mitternacht. Du merkst, abgesehen von eins und 3 enden alle mit einem I am Schluss. Wenn du also so etwas hörst wie es ist 5, dann kannst du dir sicher sein, dass über eine Uhrzeit gesprochen wird. Jetzt, wenn wir die Uhrzeit ein bisschen spezifizieren möchten, dann sind die Wörter ab und vor ganz wichtig. Also zum Beispiel, es ist 5 ab 4. Ab ist also das schweizerdeutsche Pendant zu nach. Anstelle von nach, es ist 5 nach 4, sagen wir, es ist 5 ab 4. Für vor haben wir kein anderes Wort, also wir sagen, es ist 5 vor 4, genau wie auf Hochdeutsch, es ist 5 vor 4. Vielleicht kommst du auch mal in die Situation, dass du nach dem Weg fragen musst. Du bist hier an der Aare, gerade am Berner Münster vorbeigegangen und bist auf der Suche nach dem Bärengraben in Bern. Dein Smartphone hat dir leider keine gute Antwort gegeben, also fragst du mal eine Passantin. Du fragst: Excusez, wie komme ich zum Bärenpark? Übersetzt: Entschuldigung, wie komme ich zum Bärenpark? Oder du kannst fragen: Entschuldigung, wo ist der Bärenpark? Oder dritte Variante: Excusez, ich suche den Bärenpark. Wenn du eine dieser Fragen gestellt hast, wirst du eine Antwort bekommen, die vielleicht irgendwie so klingt. Da vorne rechts über die Brücke. Oder, wenn es die Person nicht weiß, schlechter Fall, es tut mir leid, ich weiß es nicht. Sie sagt vielleicht auch, ich bin leider nicht von hier. Also sie ist leider nicht von hier, sie kennt den Weg auch nicht. Gehen wir jetzt aber mal davon aus, die Person konnte dir helfen und erklärt dir den Weg. Hier sind ein paar wichtige Wörter, die du kennen solltest. Rechts bedeutet rechts, links bedeutet links, Stege, Ufer, also generell einfach Ufer, Stege wäre die Treppe, bedeutet nach oben. Es gibt auch noch ein zweites Wort, Opsi. Opsi bedeutet auch nach oben. Das Gegenteil ist dann aber, zum Beispiel Stege aber, die Treppe runter. Oder das andere Wort, das wir auch hier wieder dafür haben, ist Nitzi. Ihr müsst hier nicht ziehen. Sie müssen hier nach unten. Über die Brücke, etwas, was du in den schönen Schweizer Städten häufiger hören könntest, denn wir haben viele schöne Brücken. Über die Brücke bedeutet über die Brücke, also die Brücke überqueren. Weiter geht's mit im Restaurant. Wenn du in der Schweiz zu Besuch bist, bekommst du sicher auch einmal Hunger und möchtest etwas essen. Zum Bestellen kannst du sagen, ich nehme gern, ich hätte gern, für mich, bitte. Oder wenn du dir nicht so sicher bist, was du essen möchtest,
kannst du natürlich auch nach der Empfehlung des Kellners oder der Kellnerin fragen. Das machst du mit „Was könnt Sie empfehlen?“ oder „Was könnt dir empfehlen?“ Wenn du dann eine Empfehlung bekommen hast, kannst du sagen „Das nehme ich, merci“, um es zu bestellen. Dazu ein Glas Wein bitte, wenn du noch ein Glas Wein bestellen möchtest. Nach dem Essen kannst du sagen „Es ist sehr fein gsi, merci“, um deine Dankbarkeit auszudrücken und zu sagen, dass du es lecker fandest. Fein bedeutet lecker auf Schweizerdeutsch. Dann geht es ums Bezahlen. Wenn du die Rechnung verlangen möchtest, kannst du sagen „Könnt ihr näher zahlen bitte?“ oder „Könnt Sie mir bitte die Rechnung bringen?“ „Könnt ihr mir bitte die Rechnung bringen?“ Wenn du die Rechnung bekommen hast und auch noch ein bisschen Trinkgeld geben möchtest, ist es eine häufige Taktik, sage ich jetzt mal, zu viel Geld zu geben und dann zu sagen: „Das stimmt so.“ Mit „Das stimmt so“ zeigst du, dass du kein Rückgeld erwartest, sondern dass der Kellner oder die Kellnerin den Rest für sich behalten kann. Weiter geht's mit Redemitteln, die du am Bahnhof brauchst. Am Bahnhof gibt es ziemlich viele Wörter, die sich vom Hochdeutschen unterscheiden. Ich möchte dir mal ein paar vorstellen. In der Schweiz reisen wir entweder mit Bus, oft auch mit Boschi. Das sind die Busse von der Postlinie, mit Zug mit dem Zug oder mit Tram. Die Straßenbahn ist auf Schweizerdeutsch Tram, mit dem Tram. Am Billeautomat, das ist der Ticketautomat, kannst du das Bille lösen und meistens musst du dich dann entscheiden, ob du eine einfache Fahrt oder Retour lösen willst. Wenn du einfache Fahrt wählst, dann zahlst du nur für die Strecke zu diesem Ort hin und wenn du Retour löst, dann bezahlst du gleich für den Hin- und Zurückweg. Wenn du an einem neuen Bahnhof bist und noch keine Ahnung hast, was wo ist, dann bist du vielleicht mal auf der Suche nach so einem Billettautomat. So könntest du fragen: „Excuse, wo ist der Billeautomat?“ Oder ein weiteres Problem: Du findest das Gleis nicht, von dem dein Zug abfährt. „Entschuldigung, wie komme ich zum Gleis 49?“ Wieder zurück zum Bille, das du lösen möchtest. „Wo kann ich ein Bille lösen?“ Oder eine weitere häufige Frage: „Wann fährt der Zug auf Bern?“ Merk dir, dass es nach auf Schweizerdeutsch nicht gibt. Auf Schweizerdeutsch sage ich nicht „Ich gehe nach Zürich“, ich sage immer „Ich gehe auf Zürich“. Nach wird zu auf Schweizerdeutsch. Im Zugabteil drinnen fragst du dann vielleicht einen anderen Passagier: „Excuse, was ist die nächste Haltestelle?“ Leider sieht man die nächste Haltestelle nicht immer schön, aufgeschrieben, projiziert, so dass das manchmal eine nötige Frage ist. Wenn der Zug anhält und du bist dir nicht sicher, ob das deine Haltestelle ist, dann fragst du: „Entschuldigung, ist das Zürich Altstädte?“
Und auch eine häufige Situation: Du musst aussteigen, sitzt aber am Fenster und möchtest die Person vor dir bitten, aufzustehen oder sich ein bisschen klein zu machen, damit du hindurch kannst. Dann sagst du: „Entschuldigung, ich muss hier aussteigen. Entschuldigung, ich muss hier aussteigen.“ Huch, das war eine riesige Portion an Wortschatz und Redemitteln. Ich hoffe, du kannst die für dich wichtig sind, aufschreiben und mitnehmen, so dass du bei deinem nächsten Aufenthalt in der Schweiz kein Problem mehr hast, dich zu verständigen. Wenn du schon in der Schweiz lebst und endlich deine Mitstudierenden, deine Nachbarn, die Leute auf der Straße verstehen möchtest und dich auch mit ihnen unterhalten möchtest, dann schau dir unbedingt meinen Online-Kurs an. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ich würde mich riesig freuen, mit dir zusammen Schweizerdeutsch für deinen Alltag zu lernen. Dann bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als danke, dass du auch bei diesem Teil wieder dabei warst. Im letzten Teil dreht sich alles um Grammatik. Ich hoffe, dich auch da wiederzusehen. Bis dann.